Die schönsten Strände der Schweiz. Ich habe keinen Plan, wo die Schweiz Strände hat, aber wir gehen rein. Let's go. Die Schweiz ist bekanntlich das Wasserschloss Europas. Auch wenn die Schweiz keinen Zugang zum Meer hat, finden sich an... Die Schweiz hat das beste Wasser, Chat, ganz ehrlich, die Schweiz hat das beste Trinkwasser. In der Schweiz, ich würde aus jedem Brunnen trinken, aus Bergflüssen würde ich trinken. Ja, ist sehr geil, sehr, sehr geil. den zahlreichen Seen jede Menge schöne Strände und Badezugänge. Jede Menge schöne Strände und Badezugänge. Für das folgende Video habe ich euch die schönsten Sandstrände der Schweiz rausgesucht. Die Schweiz hat Sandstrände. Auf Meer angelehnt, Digga. What the fuck? Nach einem kurzen Intro geht's auch gleich los. An alle, die nicht beliebt haben, in der Schweiz gibt es Sandstrände. Kommt in die Schweiz und macht Ferien, es ist billig. Oh, bestes Intro. Ich liebe dieses Intro. In meinem Herz. Alle weiterführenden Links zu den Stränden findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Okay, ich bin jetzt mal gespannt, was für Strände kommen und ob ich schon mal an so einem Strand war in der Schweiz. Machen wir es etwas spannender und fangen in der Westschweiz an. Sandstrand von La Neuveville. Wow, was für ein geiler Strand, Digga, da muss ich unbedingt hin. Idyllisch am Bieler See gelegen und mit Blick auf die bekannte St. Peter-Insel lässt es sich hier gut aushalten. Dieser Strand ist Teil eines Campingplatzes, ist aber auch für Nichtcamper zugänglich. Digga! Wer für einen Tagesausflug hier ist, Das Kind sagt, ich will an den Strand, die Mutter sagt, wir haben einen Strand zu Hause, dann kommt genau das. sollte auch die schmucke kleine Altstadt von La Neuveville besuchen. Diese ist nur ein Katzensprung vom Strand entfernt. Okay. Strandbad Biel. Okay. Es wird besser. Das sieht actually schon geil aus. Aber das ist nicht Sand, das ist so Kieselsteine sind das. Gravel, wie Minecraft. Das Problem ist, wenn man Gravel abbaut, dann fällt es hinunter. Ebenfalls am Bieler See gelegen lockt das Strandbad von Biel mit noch mehr Action. Oh, Neben noch mehr einem Action. Sandstrand sorgen ein Sprungturm, ein Spielplatz und ein kleiner Wasserpark für noch mehr Abwechslung. Und viele Pedos. Ein kleines Paradies für Wasserratten. Das Strandbad liegt nur wenige Gehminuten vom Bahnhof Biel entfernt. Ovive Strand. Oh. Sogar ein wenig Copacabana gibt es in der Schweiz. Jetzt auch noch Copacabana, Digga. Was hat denn die Schweiz alles? Ich dachte, wir haben Geld, Berge und Käse. Aber, ihr irrt euch alle, wir haben Strände. Und die Copacabana. Das Genf gibt's lockt ein nicht. 400 Meter langer Stadtstrand mit Blick auf den bekannten Chateau. Wieso wusste ich das alles nicht? Das ist ja richtig geil. Wieso hat Basel das nicht? Dank der zentralen Lage ist der Strand gut zu Fuß. Ja, oder mit okay, aber das ist kein öffentlichen Sandstrand. erreichbar. Genfer entspannen hier gern an einem heißen Sommertag und kühlen sich mit einem Sprung in den Genfer See ab. Strand von Préverange. Ebenfalls am Genfer See, in der Nähe von Lausanne, befindet sich ein flach abfallender Sandstrand. Die ersten 50 Meter am Strand von Préverange sind nicht tief und deshalb ideal für Familien mit Kindern. Oha. Hier findet sich alles, was für einen gelungenen Strandtag braucht. Duschen, Toiletten, Umkleidekabinen, Grillplätze. Aber ich sag ganz ehrlich, so bei schönem Wetter an so einem Strand in der Schweiz ist es perfekt, weil, ich sage euch ganz ehrlich, ich finde Seewasser viel geiler als Meerwasser. So richtig kaltes, schönes Seewasser ist einfach viel besser, weil es klebt nicht und es ist viel erfrischender als Meerwasser, ich sag's euch ehrlich. Ein Restaurant, Imbissstand und Bootsverleih. Kletterons Strand. Oh, jetzt kommen die Sandstrände, Digga. Es steht auch nicht Sandstrand, sondern Strand im Titel. Ah, stimmt, es geht ja um Strände. Ja gut, aber ich verbinde Strände immer mit Sandstränden, deshalb habe ich das gesagt. Das Feeling am Neuenburger See im Kanton Fribourg. Türkisfarbenes Wasser, flach abfallender Strand und eine leichte Brise. Oha, türkisfarbenes Wasser. Dank der geringen Strömung des Neuenburger Sees ist dieses Badeparadies auch für Kinder geeignet. Nachteil? Keine Schattenplätze und wenig Infrastruktur. Das sieht aber richtig geil aus, holy shit. WCs, Duschen und Umkleidekabinen sind aber vorhanden. Strände von Yvonneau. Yvonneau, da war ich einmal in den Ferien. Da gibt's wirklich actually Sandstrände am See. Das ist richtig geil. Viele kleine Strände, natürliche Buchten und flach abfallende Strände mit Fein. Aber das Ding ist halt, in Yvonneau muss man ein bisschen aufpassen von den Seehaien. Die sind sehr gefährlich. Im Sand. Dies machen die Sandstrände von Yvonneau am Neuenburger See aus. Ja, genau an diesem Strand war ich. Wir waren an diesem Strand. Funny Story. Wir waren da, als es ein Unwetter gab. Und wenn man sucht Unwetter, dann kommt ein Bild von unserem Campingplatz. Na, das waren die Überschwemmungen. Nee. Da gibt's ein crazy Bild. Das war direkt neben unserem Camper. Weil wir waren auf so einem Campingplatz. Und da ist ein Baum direkt
auf einen Campingwagen draufgefallen. Der war einfach in 2 geteilt. Das war auf jeden Fall sehr, sehr huger Content. Die Strände liegen mitten im Grün und sind in nur wenigen Gehminuten vom Bahnhof Ivanhoe aus entfernt. Wem das zu ruhig ist, entscheidet sich für einen der beiden größeren Strände. Plage de B oder dem Strand beim Campingplatz VD8. VD8, da waren wir. VD8. Das ist der Camping Place to be, ich sag's euch. Mit Kindern und Familie, Digga. VD8, da sehe ich mich. Hier gibt es reichlich Unterhaltung. Wer nennt einen Campingplatz VD8, Digga? Ja, wie wollen wir den Campingplatz nennen? VD8, auf Star Wars angelehnt. Möglichkeiten und Grillplätze. Salavo Strand. Nicht unbedingt der allerschönste Strand der Schweiz, aber sicher der längste natürliche. Das sagen die Girls auch immer zu mir. Nicht der schönste, aber der längste. Der Strand erstreckt sich am Ich Mortensee schwör's, von stimmt. Salavo bis Avanche und ist über 1 Kilometer lang. Damit ist er sogar der längste natürliche Sandstrand Europas, der an einem Süßwasser gelegen ist. Oha. Facts. Der Strand ist sehr leicht abfallend, so dass man sehr weit ins Wasser hineinlaufen und stehen kann. Leicht abfallend ist der Fachbegriff dafür, wenn es flach ist. Leicht abfallend, merkt's euch. Lido Bad Luzern. Liederbad. 300 Meter gepflegter Sandstrand, Ah, ich weiß, wo das ist. Aber das ist Trash, Digga, das ist Trash, weil hier hat es so Absperrungen. Ja, das ist Trash. und ein traumhafter Blick auf die Schweizer Alpen. Der Eintritt ist zwar nicht ganz günstig, Der Eintritt nur etwa 30 Franken. dafür gibt es dann aber auch ein beheiztes Schwimmbecken mit Sprungturm. Wem der Vierwaldstätter See zu kalt ist, kann dann hier ausgiebig planschen. Reichlich Schattenplätze und eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur runden das Angebot ab. Badeinseln Lorelei im Reussdelta. Oha, das sieht sehr geil aus. Maschallah. Hey, ist ja richtig geil mit diesen Inseln. Aufgeschüttet Uri Tourismus. mit 3,3 Millionen Tonnen Gestein aus dem Gotthardtunnel ist die kleine Inselgruppe eine ganz besondere Attraktion. Besonders an heißen Sommertagen kann auf den Lorelei-Badeinseln echtes Südsee-Feeling aufkommen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Zwischen den Bergen und den Schneegipfeln. Südsee-Feeling. Der Weg dorthin ist aber nicht ganz einfach und die Badeinseln sind nur schwimmend erreichbar. Ganz wichtig hierbei, bitte nur die Lorelei-Inseln und die gekennzeichneten Badeplätze benutzen. Im Ohne-Reuss-Delta befinden sich Wichtig. nämlich auch ein wichtiges Naturschutzgebiet und nur mit dem nötigen Respekt kann hier ein Nebeneinander von Naturschutz und Freizeitspaß funktionieren. Ihr habt's gehört, Chat. Wer gehen will, respect the nature, Digga. Strandbad Mythenkee. Bei manchen auch die Perle von Zürich genannt. 250 Meter lang ist der Strand des Strandbads am Zürichsee. Der Eintritt ist nicht ganz günstig, aber lohnenswert. Hier fehlt es einem an nichts. Von den Bücherboxen der Pestalozzi-Bibliothek kann man Die Bücherboxen der Pestalozzi-Bibliothek, das will ich an einem Strand haben. Wenn ich das nicht habe, dann ist für mich kein Strand. Ohne Bücher der Pestalozzi-Bibliothek, ich habe keinen Plan, was die Pestalozzi-Bibliothek ist, aber ohne Bücher von der gehe ich nicht. sich sogar Lesematerial ausleihen. Hier steht auch der weltweit erste Automat für Stand-Up-Paddling-Bretter. Oha. Ein weiteres Beispiel für Schweizer Innovationskraft. Hey, die Schweiz, Digga. Wir erfinden die wichtigen Dinge. Ein Automat für Stand-Up-Paddles. Mehr von solchen kuriosen Automaten erzähle ich in der ersten Folge von Das gibt's nur in der Schweiz. Das Video blende ich euch oben rechts mit der Infobox ein und verlinke es am Ende des Videos. Es sind die wichtigen Sachen im Leben. Strandbad Thun. Das ist geil. Das ist sehr, sehr geil. Da war ich mal und der Thuner See allgemein sehr schön. Bei den Einheimischen liebevoll Stremo genannt. Warum und was das genau heißt, weiß ich leider nicht. Stramu. Umgangssprachlich sagt man, wir gehen ins Stramu. Wenn es jemand von euch wissen sollte, schreibt es mir doch bitte in die Kommentare. Boah, so geil. Das Strandbad Da jetzt einen Backflip machen, Digga. Das wär's. bietet neben einem schönen Sandstrand auch eine atemberaubende Sicht auf die Schweizer Alpen. Wer nicht im See baden möchte, findet vor Ort auch ein Olympiabecken und ein Becken mit 10 Meter Sprungturm. Für die weitere Unterhaltung sorgen eine Wasserrutschbahn, Sportangebote und ein Restaurant. Badi Steckborn. Mein Statement ist, die Fritten im Freibad sind die besten Fritten, die es gibt. Statement. Findet ihr nicht auch, dass die Fritten im Freibad immer die besten sind? Mit dem besten Gewürz. Es gibt so das klassische Frittengewürz, einfach Salz. Und dann gibt es dieses, das noch so schwarze Pünktchen hat. Ich weiß nicht, wie das heißt, aber beste.
Zwischen dem Feldbach und dem Schloss Klarisek liegt in einer Bucht das Strandbad Steckburg. Ja, das sieht wirklich, also muss ich wirklich sagen, dieses Strandbad, das sieht jetzt wirklich sehr einladend aus, um sich ein Kind zu schnappen und nicht mehr freizulassen. Wenn man in diesem Bad gekidnappt wird als 5-jähriges Kind, dann ist man auch ein bisschen selber schuld. Ein kleiner, aber feiner Sandstrand lädt hier zu gemütlichen Stunden am Bodensee ein. Auf der Skipiste beste Fritten. Digga, ich sage ehrlich, im Freibad die besten Fritten. Klares und sauberes Wasser sorgt für reichlich Badespaß. Hier finden sich genügend Schattenplätze und eine gute Infrastruktur. Schön, dass der Eintritt für solch eine schöne Badi gratis ist. Badi. Gessi Strand. Digga, das sieht auch wirklich, da muss ich wirklich sagen, das kommt auf jeden Fall an Strände auf Mallorca ran. Der Badestrand Gessi befindet sich am Walensee etwas außerhalb des Dorfkerns von Wesen, im Klaunerland. Der großzügige Badestrand ist Am Walensee waren wir mit Milo zusammen. Walensee actually sehr, sehr geil. Ich war da noch nie und dann waren wir zum ersten Mal da. Der Walensee ist sehr geil. öffentlich zugänglich und umgeben von einem geschützten Wald. Durch die sehr idyllische Lage an einem Waldrand kann man hier sehr gut entspannen. Strandbad Untersee. Nicht Jetzt kommen die Bergseen. sehr groß, aber hoch über dem Meeresspiegel. Die Girls, nicht sehr groß, aber dafür mit Qualität. Der Sandstrand der Bergbadi befindet sich am Untersee in Arosa, auf 1800 Metern über dem Meer. Kleine Skurrilität am Rande: Bis in die 20er Jahre durften im Untersee nur Männer baden und Frauen mussten auf den kälteren Obersee ausweichen. Wow. Die Zeiten sind aber glücklicherweise vorbei und heute dürfen alle gleichermaßen das Badetuch auf dem Sand ausrollen und den wärmeren See mit seinem Bergpanorama genießen. Lido Ascona. Lido Ascona, da wollten wir reinsneaken. Wir waren da mit Yoshi zusammen, wir waren auf einem Roadtrip, dann gingen wir baden und wir wollten in das Bad hereinschwimmen, aber dann kam so ein Bademeister und hat gesagt, nee, tutti quanti. Genau so hat es gesagt. Hier findet sich mit 600 Metern einer der längsten Sandstrände der Schweiz. Der Lido in Ascona liegt mitten im Grün am Ufer des Lago Maggiore und wurde in den 60er Jahren erbaut. Eine sehr gut ausgebaute Infrastruktur und ein riesiges Unterhaltungsangebot runden den Strandbesuch ab. Ein riesiges Unterhaltungsangebot. Für manche zählt er zu den schönsten Lidos der Schweiz. Was bedeutet Lido? Chat, was bedeutet Lido? Das ist ja irgendeine Abkürzung, I guess, für etwas. Lido di Lugano. Lido di Lugano, schon wieder? Der Lido von Lugano Da war ich hat noch sich nie. den Charme der 20er Jahre bis heute bewahren können. Das Herzstück ist der sehr feine und große Sandstrand, der bis heute gut gepflegt wird. Zum Lido gehören auch mehrere beheizte Schwimmbecken, darunter auch ein olympisches. Das Sprungbecken bietet Sprungbretter von bis zu 10 Metern Höhe. Schmale Landstreifen. Die Infrastruktur ist hier ebenfalls sehr gut ausgebaut und das Unterhaltungsangebot lässt keine Wünsche offen. Und nun seid ihr dran. Dort ertrinken die Italiener. Du hast es erfasst. Was sind eure Favoriten? Schreibt es mir doch in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ja, sehr nices Video. Die Schweiz, ich muss gar nicht mehr ins Ausland gehen. Ich kann eigentlich in der Schweiz an die schönsten Strände und an die Copacabana gehen. My